Ja, was brauchen wir jetzt noch? Mit Billigflug, mit der Straßenbahn hin ist doch billig genug. Doch das Beste, das wissen wir schon, der einzige Strand mit nem Blick auf Dortmund. Doch das Beste, das wissen wir schon, der einzige Strand mit nem Blick auf Dortmund. Lass es uns tun, denn so sind wir einfach hier, Kölsche. Jäcke. Ja, so sind wir Kölsche Jäcke, denn wir sind das Kölsche Blut. Wenn wir durch die Straße trecken, Parzelle 4 an der Autobahn. Wir sind die Schreberjahre Kolonie. Von 45 vergisst mein niemand Pflanzen, Äpfel, Birne, Moore und Schabu. Der Rhabarber weht bei uns 2 Meter Hu mit der Spritz und mit Verstand. Da geht die Arbeit leicht und locker von der Hand. noch kein Lust, noch Hust zu Young, wo mein Herz so schön ist stand. Wir fingen doch weg zu ganz allein, so wie so jetzt nimmt mich heim. Noch kein Lust, noch Hust zu Young, ohne Tritt noch will so dumm. Wir sind doch nicht jetzt, das Zeug, das muss weg, so lange. Das Marlene hat keine Wünsche, das Marlene steht so Kopf. Ich muss immer an ihn denken, ihr hätte ich selbst hier. Beine, 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 Beine hätte ich sie gewünscht. Heberei, da kommt der Rainer und der hätte das Ding gerützt. Was hätte der dich nicht hat, willst du bloß mit so einem Mann? Welche Lust bestimmt Zustand, welche Lust der Kerl doch, jo. Lang komm ich von meiner Arbeit heim. Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles war weg, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Oh ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Die Pavaya! Hier sind die Pavaya! Die ganze Zeit mal hoch und man fühlt sich müde schlafen. Drum muss ich für die Tür, da fühl ich mich von hier. Du bist an der Reihe an dir. Ja, heute wird Jod, das Leben ist so gut. Und lass mal die Sterne in der ganze. Höchst immer drauf, komm, raff dich einfach um. Du stößt die Nacht, die geht dir. Heute brennt mein Bier und auf wieder mal der Bär. Dann ruft mein Goldfisch, der immer nach der Feuerwehr. Wenn ich bei mir bin und du wieder mal bei mir, knipst ich den Mond an, Baby, und den schenk ich dir. Wenn ich bei dir bin und du wieder mal bei mir, knipst ich den Mond an, Baby, und den schenk ich dir. Ba, ba, ba. Buenos Dias, Matthias, wir sind wieder da. Am Strand von Mallorca wie jedes Jahr. Mit allem Mann, am Ballermann. Nur Amore und Sonnenschein und Gebet ihr Sinn. Mit allem Mann, am Ballermann. Nur Amore und Sonnenschein und Gebet ihr Sinn. Ja,
das Land noch nicht am Ende. Oder das Land noch nicht am Ende. Oder das Land noch nicht am. Ja, der Micky ist mein Bruder. Wir sind am selben Tag geboren, 2 Jahre auseinander. Wobei ich bin der Ältere. Ja, der Micky ist, der hat meines Erachtens nach den schwierigsten Job bei uns. Weil er ist vorne Ansprechpartner für die Gruppe, bei den Leuten. Und der Micky muss eigentlich immer gesund, immer gut drauf sein. Während ich schon mal mich hinter meiner Gitarre verstecken kann. Und wenn es mir nicht gut geht oder wie auch immer, oder ich kann mich zumindest an irgendwas festhalten, Gitarre oder ich halte mich am Klavier fest. Und der Micky, der steht immer ganz alleine da. Also von daher finde ich, hat er den schwierigsten Job. Sommersonne, Sonnenmeer und die rechte Hand am Bären. Stark in Kuba Libre, mit der Liebe geht es auch bergauf. Hier tau ich auf, hier komm ich ganz gut drauf. Sommersonne, Sonnenmeer und die rechte Hand am Bären. Stark in Kuba Libre, mit der Liebe geht es auch bergauf. Hier tau ich auf, hier komm ich ganz gut drauf. Let's go, Köln! So mitten in der Nacht, ich kann nicht schlafen. Solang die Sonne nach oben geht, solang lässt du im Himmel drohen neben mir, solang sich noch uns hält. Urlaub ohne Ende, zu Lande, zu Wasser. Ich heiß Frieda aus Köln voll und mein Kühlschrank, der ist immer voll. 6-mal da ess ich warm am Tag, das letzte Küt so gut für mich danach. Denn alles Leben, ja das hängt, doch irgendwann da mit dem Bang. Das, liebe Zuschauer, waren die Paveier, die unsere heutige Hobbythek eingesungen haben. Paveier, das heißt so viel wie die Pflasterer, eine Kölner Band, die mittlerweile weit über die Grenzen von Köln bekannt ist. Und die Schauspielerin, das war die Margarete Braun als Frieda. Unser Regisseur Janos Meserosch hat das Lied liebevoll, würde ich sagen, in Szene gesetzt. Ein kleines Weihnachtsständchen bringen. Ja, die Paveier haben uns auch jetzt im Studio besucht und werden mit den Kindern der Kölner Hauptschule am Großen Griechenmarkt, die Kölner wissen, dass sich dahinter die historische Kaiasschule verbirgt. Sie wissen, wo gelehrt wurde, 0 mal 0 ist 0. Und die werden uns jetzt aus ihrer neuen Weihnachts-LP, hier die Paveier Kölsche Weihnacht, ein Liedchen vortragen. Micky, wie heißt das Stück? Ja, das Lied heißt Hinter der Stähne, auf Deutsch, Hinter den Sternen. Das hören wir mit den Kindern zusammen.
singen für alle Kinder in der Welt. Sehr schön. Wir wollen uns jetzt schon verabschieden, liebe Zuschauer. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir beginnen den Hobbythek Reigen mit Hausputz, Spaß und im Januar. Also bis dahin. Tschüss, auf Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Wir sind stolz darauf und uns wird keiner klein. Du triffst hier an jeder Ecke ne ganz besondere Heck. Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Aus Kölle am Ring. Erstmal ist hier aktuell Frohsinn angesagt. Karneval. Die Pavaya, das ist eine der beliebtesten Karnevalsbands in Köln. Entsprechend sind sie gefragt, entsprechend sind sie gebucht und entsprechend gut sind sie unterwegs. Die Pavaya, eine der 4 großen Karnevalsbands in Köln mit über 230 Auftritten zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch. Bis zu 7 Mal am Tag heißt es für die Jungs rauf auf die Bühne, runter von der Bühne. Und was braucht man dafür? Eine gute Crew und ein verlässliches Tourmobil. Denn in 3 Monaten Karneval absolviert die Band über 20.000 Kilometer. Und das mit einem Wagen, der schon knappe 300.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Das Mobil ist hier unser Wohnzimmer für die 8 Wochen. Das ist unser Tagungsraum, unser Diskutierzimmer, oder? Hier reden wir über das Programm und über alles Mögliche. Aber es macht immer noch Spaß. Du siehst, wir haben Fernsehen, Musik, alles hier drin. Und von daher lässt es sich schon aushalten. Also uns ist das Ding lieber wie so eine Rappelskiste. Und um diese Nicht-Rappelkiste ranken sich die unterschiedlichsten Legenden. Wir haben so einen alten Chevy, glaube ich. Das ist ein umgebauter VW Käfer vom Motor her. Und da haben sie so eine Karosserie von einem amerikanischen Van draufgesetzt und dann ist die Farbe ausgegangen. Deswegen haben sie einfach schwarz angestrichen. Aber schöner Wagen, ne? Wir haben natürlich das geilste Auto unter Gottes Sonne. Ich bin ja großer Freund der Blues Brothers. Und das ist natürlich das einzige Bluesmobil, was es überhaupt im Kölner Karneval gibt. Auf der Bühne muss man sagen, nicht schlecht, aber auf der Straße ganz weit vorne. Die Pavaya wissen es selbst am besten. Das Auto ist schon eine Klasse für sich, denn wenn wir bei den Damensitzungen anfahren und die Mädels sehen das Auto, der hat garantiert einen Muschi-Faktor. Ja, die Mädels stehen ja auf unserem Bus, die Kinder uns auch. Die sagen immer, kommt da das A-Team, das A-Team. Wen wundert's, ein Hingucker ist der schwarze Bolide allemal. Damit es auch so bleibt, geht es regelmäßig in die Werkstatt. Nicht in irgendeine, sondern zum Experten. International Motors Cologne ist spezialisiert auf US-Cars. Inhaber Markus Blum kennt jede Schraube an diesem Auto. Also auf dem Tacho sind jetzt, glaube ich, knapp 290.000. Der rollt und rollt und rollt. Erstes Getriebe, erster Motor. Also ich denke mal, der Dodge wird die Jungs die Pavaya noch überleben. Also das Auto wird länger machen, als die Jungs Musik machen dürfen. Wenn das Auto nicht mehr läuft und funktioniert nicht mehr, dann hören die Pavaya auf zu spielen. Wer hätte das gedacht? Da wird der Kfz-Meister zum Herzschrittmacher des Kölner Karnevals. Und Bubi legt auch selber Hand an, denn der Dodge muss rollen. Das ist die Band ihren Fans einfach schuldig. Spurlos ist die Zeit am Dodge nicht vorbeigegangen, aber einen gewissen Charme hat er sich erhalten. Dann kann es ja losgehen. Oder war da noch was? Ach ja, Benzin braucht der Dodge ja auch. Und davon nicht so wenig. Mit 5,2 Liter Hubraum und 8 Zylindern gehört der Motor nicht gerade zu den sparsamsten im Lande. Da gehen einige tausend Liter durch in der Session und ich glaube, der Tankwart freut sich.
Wir nehmen da den Kauf, weißt du, und teilen uns dann die Verbraucher 12 Liter Friedel oder 22. Dann durch 6, weißt du, dann ist das nicht mehr ganz so. Der frisst auch mal 30. Der frisst auch 30. Mit 20.000 Kilometern pro Saison kommt da ein ganz hübsches Sümmchen zusammen. Aber das ist es den Pavayern wert, denn in keinem anderen Auto kommen sie so entspannt zu ihren Auftritten. Schön ist das Leben und es Land kommt immer ein. Schön ist das Leben, scheiße ja, wie alt wir sind, wir stehen immer mittendrin. Schön ist das Leben und es Land kommt immer ein. Maar die Ideen nicht kaputt. Jo hinter der Sterne ist da der Himmel, hätt da ein Christkind sie Hüschen. Was wäre eigentlich? Ja, so sind wir Kölsche Jäger, denn wir sind das Kölsche Blut. Wenn wir durch die Straße trecken, ja, dann geht der Himmel um. Ja, so sind wir Kölsche Jäger. Denn wir sind das Kölsche Blut. Wenn wir durch die Straße trecken, ja, dann geht der Himmel Ich stehe hier im Studio der Pavaya, weil sie mich eingeladen haben, sie aufgrund ihres 25-jährigen Jubiläums einmal besser kennenzulernen. 25 Jahre ist eine lange Zeit und vor allen Dingen, man hat sie noch nie privat gesehen. Aber irgendwie haben die Jungs mich, glaube ich, ein bisschen im Stich gelassen. Keine Ahnung, ich gehe sie jetzt auf jeden Fall mal suchen. schön ist das Leben. Schlagen wir noch immer wie früher. Angeblich sollen sie sich in diesem Ort aufhalten, aber ich glaube, hier sind sie nicht. Ich frage besser mal irgendwen. Entschuldigung, haben Sie zufällig, wir suchen die Pavaya, haben Sie die gesehen? Pavaya, ne? Pavaya? Ik weet niet wat Pavaya is. Musik. Oh, muziek. Hier is geen muziek. Haben Sie die Pavaya gesehen? Die was? Die Pavaya. Pavaya? Normalerweise kenne ich die Pavaya nur aus Köln. Wissen Sie vielleicht, wo die Pavaya sein können? Ja, ins Hotel der Wildemann, glaube ich. Een Woche op Mallorca mit Halbpension, Betriebsausflug, Löschen, Kranz und Sohn. Der holt ob die Brille an und aber an der Strand, am Ballermann. Ich fasse es nicht. Genau da sind sie. Nimmst du mich mit? Na komm. Die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Buenos dias, Matthias, wir sind wieder da. Am Strand von Mallorca wie jedes Jahr. Mit allem Mann, am Ballermann, wo Amore und Sonne schien und Gebettier sind. So, Detlef, erzähl mal, was macht denn hier überhaupt? Wir wollen neue Lieder komponieren und das machen wir nicht nur unter Spaniens Sonne, sondern auch hier in dem schönen Holland.
ja, da kriegen wir schon wieder hin. Nicht schlecht. Darf ich mal kurz stören? Mhm. Wie seid ihr eigentlich auf Holland gekommen? Der Detlef, der ist ja technisch hochbegabt und hat irgendwann mal den Bootsführerschein gemacht und hat gesagt, Jungs, lass mal das mal ausprobieren. Und haben wir gemacht, war eine super Idee. Hier haben wir viel Ruhe, manchmal ein bisschen Sonne, manchmal ein bisschen Regen, aber es ist vollkommen egal. Wie kreativ wart ihr jetzt hier schon? Ja, die genaue Anzahl kann ich nicht sagen, aber so 2 Alben werden schon gewesen sein, also so um die 20 Titel, schätze ich ja. Ja, wer ist der Kreativste? Ich glaube, das kommt einfach so spontan einfach. Einmal sagt einer eine Idee, der andere setzt sie direkt musikalisch um oder einer hat eine musikalische Idee, der andere sofort eine textliche. Das passiert jeden Tag anders. Kann man sich von den Holländern auch was abgucken? Das kann man in jedem Fall. Einmal sind die Holländer sehr lebenslustig, die hören auch irgendwie fast dieselbe Musik wie mir, machen sofort ein Fass auf und feiern, wann immer es irgendwie möglich ist. Außerdem haben wir ja auch ein paar Lieder aus Holland nach Köln importiert, quasi die Losse Schwade, Komm nach zu mir, Kölsche Nächte, die sind lang. Das sind holländische Nummern gewesen. Was habt ihr denn schon Besonderes hier erlebt? Vielleicht außerhalb des Musikschreibens. Das interessiert uns doch. Das denke ich mir. Also ich kann mich an unsere erste Fahrt erinnern. Ich bin ja selber kein Bootsfahrer und dachte, naja, mal gucken, was da passiert. Und ausgerechnet da sind wir aufs Eiselmeer rausgefahren, hatten, glaube ich, Windstärke 6, Windstärke 7, keine Ahnung. Eine Maschine ausgefallen. Also ich bin durch alle Ecken geflogen und habe wirklich um mein Leben gebangt. Horror. Warst du bei dem Trip hier Windstärke 6 auch dabei, oder? Da war ich auch dabei, ja. Ich musste immer in den Maschinenraum, weil ich bin ja eigentlich Autoschlosser und so, musste immer zwischendurch mal gucken, was da los war, weil eine Maschine ausgefallen war. Mir war ziemlich schnell klar, dass der Dieselfilter zu war von dem Geschaukel, aber auch das konnte ich dann selber nicht mehr beheben. Also ich muss ja sagen, ich war auch froh, wie wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, aber man darf sich als Captain nichts anmerken lassen. Ne? Und könntet ihr euch auch vorstellen, hier aufzutreten? Wir spielen ja schon mal in Holland, jetzt nicht mitten in Holland, aber in den Randgebieten, dahinter Aachen, alles was da so passiert, das sind wir ja schon doch des Öfteren. Kommen diese Lieder dann gut an? Naja, wir haben festgestellt, dass wenn wir so im Limburger Raum auch zum Beispiel spielen, dass die Leute, wenn wir Kölsch sprechen und singen, uns besser verstehen, als wenn wir Hochdeutsch sprechen oder singen würden, weil das ist irgendwie ähnlich. Was macht ihr heute Abend noch? Also ich hoffe, dass wir gleich was essen gehen, weil so langsam haben die anderen, glaube ich, auch Hunger. Wir werden danach noch uns wieder hinsetzen, den Text noch fertig schreiben und dann werden wir schlafen gehen und morgen früh wieder bei Zeiten anfangen. Den Vers 1. Ja. Wir drehen den Schwartlappen wieder mal durchnummerieren. Ich hasse weiße Blätter. Ja. Tja. Alles nicht so schlimm. Probleme sind dazu da, um sie zu lösen. Ne? Ja, quasi. Genau. 1, 2, Wir sind anfangs mit allem Mann weggefahren, um kreativ zu arbeiten. Und wir fahren seit den letzten 3 Jahren zu dritt. Das heißt, der Detlef, Micky und ich fahren sehr oft weg oder mindestens einmal, zweimal im Jahr. Ja, in naher Vergangenheit ist da Schön ist das Leben entstanden. Das war im letzten Jahr. Aber auch viele, viele andere Geschichten. Aber sagen wir mal so, das ist so der letzte richtige Hit, den wir landen konnten. Und der ist in Holland auf dem Schiff entstanden. War auch ein hartes Stück Arbeit, gerade mit dem Text. Haben wir lange hin und her überlegt, mindestens 2,5 Tage geschrieben, wieder durchgestrichen, verworfen, bis der Micky irgendwann unten Frikadellen gebraten hat und raufgerufen hat, was ist mit Schön ist das Leben? Und da sind wir dann bei kleben geblieben und haben dann da die Story drum gebastelt. Bankhaus, Pech und Kloppenheim, Laden hüpft zum Golfen ein. Jeder, der hier um sich hält, ist mit dabei.
circa 150 Mann stand für 18 Löcher an. Enkel trocken, kurz nach 8, Kanonenstart. Ja, dann wieder die Schlage und der Ball, der Fisch. Guter Schlag, er schwitzt doch leider in der Büsch. Alles fängt zu Söke an, plötzlich schlitt der andere Fahrt. Ja, so jede Loch, oh, danach zum nächsten Loch. Wenn die Leute fragen, ob du gehst golfen, dann belächeln die einen immer, sagen, wie, ist das kein Sport. Aber wenn du mal so 18 Loch gegangen bist, das sind so gut über 4 bis 5 Stunden gehen, dann weißt du schon, was du getan hast. Dann bist du zwar so körperlich müde, aber da oben in deiner Birne, da wirst du dann frei. Als Gitarrist hat man ja eigentlich wie jedes Bandmitglied eine hohe Verantwortung. Man muss seinen Part halt gut abliefern, man muss sich gut integrieren. Man muss lernen, sich nicht in den Vordergrund zu spielen, weil man ist ja eine Gruppe und eine Band ist wie ein Gruppenspiel eigentlich. Da zählt das Gesamte und nicht unbedingt der Einzelne, der vorne ist. Ich habe schon in vielen Gruppen vor Pavaya auch gespielt und habe gemerkt, wenn zu viele ähnliche Charaktere da sind, dann hast du ein Riesenproblem. Wenn jetzt jeder so geartet ist wie die berühmte Rampensau, der so wirklich sich nach vorne drängen möchte, und das muss die Rampensau ja eigentlich, oder der Frontmann, der muss den Drang haben, vorne stehen zu wollen. Wenn du da zu viele von hast, dann gibt es einfach Kompetenzgerangel. Also sagen wir mal so, wenn man sagt, Rampensau ist ja ein großes Ding. Ich glaube, jeder profiliert sich schon irgendwo gerne. Also man merkt ja doch in den Jahren, kleine Rollen, die einem auf den Leib geschrieben worden sind oder Einzelpositionen, die mal durchgekommen sind. Jeder hat mal irgendwann ein Lied gesungen. Ich glaube, das macht jeder schon ganz gerne und im Rahmen dessen mache ich das auch. Ne? Ich habe mal eine ganze Produktion lang, jeden Morgen, die ging so über 4 Wochen, jeden Morgen bin ich erstmal eine Stunde joggen gegangen und dann bin ich bestimmt noch 50 Kilometer, 60, 70 Kilometer mit dem Motorrad gefahren. Dann bin ich ins Studio gefahren und dann ging es mir richtig gut. Ich fahre schon ziemlich lange Motorrad und eigentlich war ich damals so ein überzeugter Harley-Fahrer und fand das unheimlich schön, so in der Gegend rumcruisen. Ich war in ganz Europa und ein guter Freund von mir vor ein paar Jahren, der hat ein kleines Hotel in Österreich, der ist Rennfahrer und hat mich irgendwie auf eine ganz andere Bahn gebracht. Und ich bin mit dem öfters gefahren und wir haben stundenlange Ausritte gemacht. Wir sind 400-500 Kilometer an einem Vormittag irgendwo durch die Berge gefahren. Das hat mich einfach gepackt. Das Schlimmste, das war, wie unser lieber Kollege Jürgen Kreimer gestorben ist. Da kriegte ich die Todesnachricht aus dem Krankenhaus 1,5 Stunden vor dem nächsten Auftritt. Und wir standen wirklich auf dem Treffpunkt bei uns in Bensberg auf dem Parkplatz und waren wirklich am Überlegen, sollen wir jetzt auf die Bühne gehen oder nicht. Ne? Also wirklich mit Tränen in den Augen sind wir in die Bühne, aber Stadthalle auf die Bühne. Und du hast alles nur noch ganz unwirklich wahrgenommen. Das war für mich eigentlich der schlimmste Moment mal auf der Bühne. Weil alles andere siehst du an dir weitergehen. Die Kapelle spielt den Tusch, der Veranstalter schlägt dir auf die Schulter und sagt, na, schlecht geschissen heute. Ich glaube, da haben wir das erste Mal diesen Spruch, the show must go on, überhaupt kennengelernt. Du warst Genie. Du warst Wahnsinn. Den Sache lieb, verstreut um dich. Wo Grund nicht alles an dir liege. Jetzt stamm mal hin, vermisse dich. Warum lässt du uns allein? Keiner
Abschiedswort, das ist gemein. Was sollen wir machen? Es jofft nix, was du nicht kannst. Du mähst uns an. Hey, hörst du uns? Warum hast du uns nix gesagt? Hast dich ganz leise was gemacht? All die Gedanken an dich halte mal fest und hoffe nur, es geht dir besser, wo du jetzt bist. Und hoffe nur, es geht dir besser, wo du jetzt bist. Jürgen Krämer hat aber noch viele Rollen gehabt. Er war Bandpsychologe, der Clown. Er hat Hilfestellungen geleistet, egal in welcher Lebenslage. Das war ein Unikum, ein Menschen, den ich in meinem Leben noch nicht wieder kennengelernt habe. Die meisten Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was für ein ganzer Trost da irgendwie dranhängt. Das sind einen ganzen Haufen Techniker in der Regel. Das ist ein Büro mit Sekretärin und viele Leute, die einem da jahrelang irgendwo die Stange gehalten haben. Und das ist schon sehr wichtig. Und wir haben uns so manches Mal wirklich schon überlegt, was wäre denn, wenn wir jetzt einfach aufhören würden, selbst wenn man es könnte finanziell. Aber wir haben auch Leute, die bei uns in Lohn und Brot über 10, 20 Jahre schon stehen. Da macht man sich schon Gedanken drüber. Köln ist ja da wirklich einzigartig, ernährt ja wirklich eine ganze Menge Musiker von seiner Sprache. Das finde ich einfach klasse, findet man nirgendwo mehr. Und wir haben lange überlegt, woran das liegt und warum das so ist. Ist eigentlich Quatsch, darüber nachzudenken. Schön, dass es bei uns so ist. Ne? Ja, beim Soundcheck ist so, meistens fängt man mit dem Schlagzeug an, also Bass, Drum, Snare und sowas alles. Und dann kommt der Bass, das haben wir jetzt gerade. Danach kommen die Gitarren und Keyboards, Quetsch, Flitsch und so. Und zum Schluss halt eben der Gesang. Aber es klingt noch sehr hohl hier im Stadion. Ist klar, ist ja noch keine Sau da irgendwie. Und wird natürlich gleich beim Auftritt wird schon ein bisschen anders sein, weil die Geräuschkulisse natürlich dementsprechend hoch ist bei 30.000 Leuten hier. Das ist unser Monitormann, der Christian, der sagt quasi dem Monitormann an über das Mikrofon, was da auf dem Monitor muss. Ne? Monitore sind die Lautsprecher, die unten auf der Erde liegen, damit wir uns selber hören. Weil die Lautsprecheranlage, die geht ja nur ins Stadion rein und wir würden uns selber sonst ja nicht hören. Und deswegen haben wir Monitore. Jeder hat seinen eigenen Monitor, der kann sich dann drauflegen lassen von dem Monitormixer, was er gerne hätte. Also ich muss zum Beispiel meinen Gesang laut haben, damit ich nicht schäl singe. Und pünktlich zum Soundcheck kommt die Sonne raus. Herrlich, einfach herrlich. Ich spiele mich warm. Also das ist hier der berühmte Soundcheck für Köln Live. Ist eigentlich viel zu früh. 10:30 Uhr liege ich normalerweise noch im Bett. Moment mal bitte. Das ist der Bubi, der erzählt wieder nur Scheiße. Mache ich jetzt schon 24 Jahre mit, ich werde eigentlich bekloppt. Ja, dann haben wir ja hier jetzt vielleicht mal, können wir mal ein Liedchen spielen. Ein Liedchen? Ein Liedchen. Das können wir nicht. Ein Liedchen? Gute Idee.
Jungs, was haben wir denn? Haben wir denn irgendwie sowas? Ein Liedchen? Ja, danke. Ich heb dir gleich einen Dieter auf die Glocke, du. Der hält doch schon so lange Sound. Ich hab die Knüppel. Ich weiß. Wenn das für die Bühne geht, hätte ich gerne die Quetsch nochmal, bitte. Danke. Es knistert. Wir haben gerade ein kleines Problem. Es brutzelt gerade hier im Gebälk in der Anlage und man vermutet, es wäre mein Mikrofon. Stellt euch das mal vor. Ich bin wieder schuld. Wie findest du das denn hier so in so einem in ehrwürdigen Hallen? Ich bin beeindruckt. Ich habe letztes Jahr oder vor 2 Jahren Queen hier gesehen. War gigantisch. Und jetzt kommst du dir vor wie Queen? Ich bin noch heute Morgen schon mit Queen aufgestanden. Ne? Ach so. Ich war schon 3-mal im Klo gewesen. Schöne Krone aufgesetzt. Ich habe schon 3 Krönchen gesetzt. One, two, test, one, two. Yeah. So, das ist ein Soundcheck. So ein Soundcheck, der ist eigentlich jetzt ganz glatt gelaufen, also es sind alles Profis am Werk. Aber eins haben wir festgestellt, im tatsächlichen Leben, also sprich gleich in ein paar Stunden beim Auftritt, sieht eigentlich alles ganz anders aus. Man hört anders, ein ganz anderer Pegel, die Stimmung ist anders, mehr Adrenalin ist da und deswegen ist immer so ein Soundcheck und der eigentliche Auftritt sind so 2 total verschiedene Schuhe. Ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, ein paar Brötchen holen, dann werde ich mit meiner Freundin erstmal frühstücken. Ja, und dann kann man sich ja langsam schon in die Dusche schmeißen und wieder hierhin begeben. Ich komme ja nicht aus Köln, ich komme aus dem Sauerland, das heißt 30, 40 Minuten Fahrt. Ich werde mich also jetzt in mein Auto setzen, nochmal nach Hause fahren, vielleicht was essen, ein halbes Stündchen Nickerchen machen. Wir haben gestern schon gespielt, war gestern schon spät. Ja, dann fit, 16 Uhr wieder am Start und dann wird reingehauen. Es ist noch alles drin, man hat noch nichts versöhnt. Du hast nur den letzten Zick zu viel gedrückt. Ja, das ist so weg, wir machen es noch höch. Komm, schwan nicht lang, ich nehm dich einfach mit. Ja, höch wird gut, das Leben ist so gut. Und lass mal die Sterne am Himmel tanzen. Höch sind wir drauf, komm, rauf dich einfach um. Durchlöp die Nacht, die geht her. Ja, heute sind wir drauf, komm, rauf dich einfach um. Durchlöp die Nacht, die geht her.
und immer mehr denn drin. Hey, schön ist das Leben, es lang noch nicht am Ende. Auf die Pavaya. Auf die Pavaya. Pavaya, Stimmung, 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 Stimmung. Was brennt mein Iglu? Machen gute Musik. Ja, starke Truppe. Die machen gute Stimmung, finde ich gut. Sollen ruhig weiter so machen. Ja, ich denke, da kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Die bringen einfach die Sachen immer wieder so genau auf den Punkt, die kölsche Stimmung. Wie zum Beispiel noch kein Lust, noch Hust zu joden oder so, was eigentlich immer wieder passt. Und andere tolle Lieder, also ich bin einfach begeistert. Da muss man gratulieren. Und wie ich immer so liebevoll sage, meinen Paffeiern. Für die nächsten 25 Jahre toi toi toi. Ich habe extra meinen Jubiläumsanzug angezogen. Den kann ich in 25 Jahren vielleicht auch noch tragen. Männer, bleibt gesund und munter und so wie ihr seid. 25 Jahre, so alt wird in Deutschland eigentlich schon keine Ehe mehr. Die werden nach 3 Jahren geschieden. Das ist erstmal ein Kompliment, muss man sagen. Und was mich immer wieder wundert, im Karnevalsstress, auf einer Kehltour, egal wo ich die sehe und treffe, diese beschauliche Geruhsamkeit ist immer sehr erfrischend und belebend. Also wenn ich in 25 Jahren noch genauso frisch grüße und so kollegial bin, dann bin ich sehr zufrieden. Fürchten, dass wir zu lang sind. Alle Bands werden dran gehalten, diese 55 Minuten einzuhalten. Und deswegen streichen wir jetzt eine Nummer und drehen hinten, damit wir hinten ein bisschen mehr Knallerz haben. Bei uns ist das überhaupt nicht kompliziert, weil wir live spielen. Wir können gar nicht anders. Wir können nur. Also ich meine, diese Fernsehen zum Beispiel Sachen, so mit Vollplayback, die sind schon stressig genug für uns. Weil du musst ja immer noch wissen, wie war das damals im Studio und so. Und wir spielen halt eben immer live, weil dann können wir reagieren auf die Leute und das passt schon, das ist besser. Das ist auch echte Musik. Gleich wenn der Startschuss kommt, dann ist man voll bei der Sache. Aber ich sag mal, man hat schon ein gewisses Lampenfieber, aber jetzt nicht mehr so, dass man jetzt hier im Erdboden oder so verschwinden müsste. Ja, Lampenfieber ist, glaube ich, vor jedem Auftritt. Die Frage ist immer, da kommt auch ein bisschen so vom Körperlichen, von wie man sich halt den einen oder den anderen Tag fühlt. Solange das immer nur Lampenfieber ist, ein gesundes ist in Ordnung, ne? Braucht man auch, weil sonst ohne Spannung passieren, glaube ich, die meisten Fehler. Ja, also ich spüre schon eine andere Anspannung als vielleicht bei anderen Gigs. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Gigs an einem vorbeigehen, aber irgendwo ist doch die Anspannung ein bisschen stärker. Wenn das nicht mehr so wäre, dann weiß ich nicht, dann wird der Job auch, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß machen. Das gehört einfach dazu. Und ich schätze auch dieses Gefühl, wenn man einen guten Gig gespielt hat und ist anschließend zufrieden. Ja, und auch so diese Anspannung fällt von einem ab. Das ist einfach ein saugutes Gefühl und ich schätze das sehr. Es gab am Anfang schon mal so ein paar Gigs, wo uns kein Mensch kannte und so. Das war schon heftig. Aber da haben wir uns dann durchgebissen und ja, waren schon ein paar schwierige Gigs dabei. Wassenberg liegt lange zurück, aber diesen Ort werde ich nie vergessen. Ich meine, ich glaube, wir haben unser Auto, wir sind ohne Licht aus dem Ort rausgefahren. Den wollten wir von der Landkarte streichen. Da waren 1000 Leute in einem Saal und kein Mensch hat geklatscht. Ne? Wir sind so haarscharf am Auspfeifen vorbeigegangen, aber wir kamen uns vor wie Leute von dem Mars. Ne? Einige von uns, wir machen ja noch länger Musik als 25 Jahre. Zum Beispiel den Mickey Bobby und Detlef, die kenne ich ja über 30 Jahre, weil wir haben ja vorher schon zusammen gespielt. Und, naja, das ist halt wie in der Ehe, sag ich mal. Ne? Es gibt Verschleißerscheinungen, aber man rauft sich immer wieder zusammen und die Musik, die hält dann auch zusammen. Wenn es Spaß macht, dann sind alle Animositäten vergessen und dann macht man Musik. Ne? Hier sind sie für euch, die Pavaya! Sensationell, meine Herren. Es geht los. Wir bedanken uns für diesen wunderbaren Empfang. Hallo!
ganze Tag, da hätt man es satt. Die ganze Zigmaloche man fühlt sich schwierig ab. Da muss ich für die Tür, dafür ich explodiere. Du bist an der Wege, an dir. Ja, Hüpf, tot, das Leben ist so gut. Und lass uns mal stehen am Himmel tanzen. Glück sehen wir rum, und auf dich einfach rum. Du schlürfst die Hand nie mehr. Lass es schwaden und lass es schwaden. Oh, oh, oh. Doch nicht so lang warten. Denn du bestimmst die Gefecht. Schön ist das Leben. Schaut sie an, die anderen sind nicht immer mittendrin. Schön ist das Leben. Und das Land noch nicht am Ende. Und das Land noch nicht am Ende. Und das Land noch nicht am Ende. Dankeschön. Ihr seid wirklich die Besten. Und Dankeschön. Hallo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Schönes Vergnügen. Ich finde, die Leute waren geil drauf. Ja, also für einen Opener muss ich sagen, sehr, sehr geil. Auch beim Regen hat nicht nachgelassen. Also der Regen schon, aber die Stimmung nicht. Ich persönlich habe lieber größere Veranstaltungen. Wenn man jetzt in kleinen Sälen ist und ein Schlagzeug hat ja, eine Grundlautstärke und da muss man in den kleinen Sälen schon mal ein bisschen zurücknehmen und hier kann man halt laufen lassen. Ne? Von daher ist das sehr angenehm. Wir hatten ein bisschen Probleme mit Bobbys Gitarre. Der spielt, wie gesagt, über einen Gitarrensender, nicht direkt über Kabel. Und da gab es einen kleinen Wackelkontakt und den haben wir dann behoben, indem wir ein ganz normales Kabel genommen haben, den Sender quasi rausgeschmissen haben. Hat ein paar Sekunden gedauert, aber wir haben es in den Griff bekommen. Super geil fand ich. Also war monitormäßig, Sound auf der Bühne, hat direkt gerappelt im Karton. Die Leute waren super drauf. Also ja, der Regen, klar, da kann er was für. Und trotzdem, das war denen ja egal. Hast du Schirme raus oder eine Plastikfolie drüber und dann geht weiter. Das ist Kölle. Kölle live. Für mich ist Pavaya eigentlich immer so stetig, so ganz langsam nach oben marschiert. So ganz, nicht so von 0 auf 1000, wo man direkt da ist, sondern für mich ist das eine sehr sanfte Steigung, die immer da ist. Und ich denke, das ist auch eine organische und eine gesunde Steigung. Man kann jetzt nicht sagen, so, das war jetzt der Höhepunkt, weil nach dem Höhepunkt muss es ja dann auch für mich weitergehen. Und ich denke, das ist für mich persönlich auch ein Grund für die lange Zusammenarbeit bei den Pavayern, dass wir nicht so ganz so schnell von 0 auf 10.000 hochgeschossen sind. 1, 2, 3, 4. Du bist die Stadt, auf die man angestanden. Du hättest uns als Menschen angedont. Du hättest herrlich Lache im Gesicht. Du bist die Frau, die Rotz und Wasser kriegt. Ein richtiges Hobby jetzt in dem Sinne habe ich eigentlich gar nicht. Wie jetzt, wenn jetzt einer ein Modellflugzeugbauer ist oder wenn jetzt einer, was weiß ich, ein Bienenzüchter oder irgendwas. Ich bin halt sehr gerne zu Hause, kümmere mich gerne hier um mein Zuhause, habe einen großen Garten, der in Ordnung gehalten werden muss. Setze mich sehr oft schon mal für mich selber ans Klavier, dass ich einfach auch Songs spiele, die ich mit dem Pavaya jetzt nicht spielen würde. Ja, und dann musiziere ich auch schon mal hier wieder mit unseren Kindern oder mit den Kindern unserer früheren Kölsch AG rum,
wo wir dann uns schon mal zusammensetzen und einfach ein paar Songs halt so anstimmen, ne, die uns gerade einfallen. Was ich also auch mit der Familie und mit unserem Freundeskreis auch schon mal mache, wenn wir Besuch haben, Freunde hier, dann kommt es auch schon mal sehr oft vor, komm, geh mal ans Klavier und dann spielen wir irgendwelche Klassiker und Evergreens und so, dann ist hier schon ziemlich viel Stimmung in der Hütte. Für mich steht die Mundart immer im Vordergrund, weil das ist für mich eher die Muttersprache. Man kann auch gerade im Kölschen viele Dinge ausdrücken, die man Hochdeutsch gar nicht sagen kann. Ich denke, wenn man jetzt den Kindern ein bisschen die Kölschkultur mit auf den Weg gibt, denke ich, ist das eine vernünftige musikalische Entwicklung auch für die Kinder in der Schule, im Unterricht. Ich glaube sowieso, dass mittlerweile ein sehr großes Problem bei uns herrscht, Mundart zu sprechen, Mundart zu singen. Denn ich sag mal, die in den letzten Jahren, also das ist mein Empfinden, sind doch die Songs immer erfolgreicher gewesen, die irgendwo einen hochdeutschen, rheinischen Text beinhalten. Dieses richtige Urkölsche hat dann doch mittlerweile eher Schwierigkeiten, zum Erfolg zu werden. Ich habe mit meinem Bruder immer zusammen Musik gemacht und manchmal muss ich dann halt eben unterscheiden zwischen Kollege und Bruder und manchmal ist er halt eben nur Bruder und manchmal ist er halt eben Kollege nur. Aber großartiges Problem hat das noch nie gegeben. Ne? Damals mit meinen Eltern sind wir hier nach Velden gekommen, nachdem wir irgendwie 100.000 Jahre in Rhein-im-Winkl immer Urlaub machen mussten. Und damals bin ich hier nach Velden rein, in den Ort, mich hier so umgeschaut, das gesehen mit den Booten und dem Wasser und habe gedacht, puh, das ist es. Das ist mein Paradies hier. Die kölsche Musik spielt in Österreich keine Rolle und von daher kennt mich von meinem Berufswegen her hier kein Mensch. Also die lassen mich hier total in Ruhe. Natürlich wissen meine Freunde, was ich mache und so, aber mir geht hier überhaupt keiner auf den Nerv. Also kommen schon mal Touris vorbei, die sagen, ah du hey, ja, nee, boah, jedes doch nicht, ne? Wann spielt er dann wo, hey, ne? Der ist dann nirgendwo, wir machen hier Urlaub oder ich mache hier Urlaub. Aber ansonsten kennt mich hier wirklich, wie gesagt, also von meinem Job her kennt mich hier kein Mensch. In Köln ist mir das relativ egal, da ist das halt eben so und das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber da macht mir dann nichts aus, weil da rechne ich damit und dann ist das okay. Hier habe ich ein Problem damit, aber in Köln überhaupt nicht. In welchen Situationen ich kreativ werde, das kann ich auf die Sekunde. Ich brauche nur so einen Ankick, so einen kurzen. Und ja, eine Idee. Und dann ist das bei mir aber so, dass ich das irgendwie sofort umsetzen muss. Also ich muss irgendwie dann sofort, was weiß ich, ins Hotel fahren hier und muss mir ein Blatt Papier holen oder eine Kamera, um das festzuhalten oder ein Diktiergerät oder sowas alles. Manchmal auch nachts, tagsüber. Ist unterschiedlich, aber wenn, dann muss ich das auch umsetzen. Die Bayern jodeln bei Tag und Nacht, in der Kirche und im Büro. Die sagen für die und jemand noch nix, die machen die Tür direkt wieder zu. Die Platten gehen. Nicht, dass ich meine Nacht mit den Pavayern verbringen wollte, absolut gar nicht. Aber wenn dabei ein kleines Konzert rausspringt, kein Problem. Mein Bayern, wie bist du so schön? Der Sepp, das ist ein Jack. Der kommt nur rein, die Knödel und Speck. Ja, der Watzmann, das ist keinen Dom. Dort standen die auch neben der Show. Der Sepp, das ist ein Jack. Der wird sich abend ganz bald verschreckt. Und im
denn hin heute? Ja, wir fangen heute an zu einem Konzert in Bonn-Bad Godesberg. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung und fahren dann gleichzeitig über Nacht weiter in den Europapark Rust zu einer ARD-Fernsehsendung. Und fühlt man sich da ein bisschen wie ein Star, wenn man hier in diesem Bus umherfährt? Ach Quatsch, wir sind... Nein, wir sind keine Stars. Also wir fühlen uns nicht wie Stars irgendwie. Leute wollen immer, dass wir uns wie Stars fühlen, aber wir sind keine Stars. Und wie wichtig ist dann so ein Fernsehauftritt? Ja, ist auf jeden Fall für die Gruppe sehr wichtig, weil dadurch natürlich man wieder in der Öffentlichkeit etwas gestärkt wird und man ist natürlich dann wieder irgendwo in aller Munde. Das bringt schon viel für die Publicity. Man braucht das auch, um weiter im Geschäft zu bleiben. Diese Sendung auf jeden Fall. Die wird der Durchbruch für die nächsten 25 Jahre sein. Prost! Karneval im Zweiten. Abend zusammen. Und herzlich willkommen auf Kölsche Art. Typisch Kölsch, Samstag 20:15 Uhr im ZDF. Es war nicht vor, zu lang ist das her. Doch die Erinnerung fällt uns ja nicht schnell. Die Zeit lebt so schnell und kriegt nicht mit. Der Hasen wird gut und der Buch wird jetzt dick. Trotzdem ist es noch so wie beim ersten Mal. Wenn wir spielen und wir sind die Leute im Saal. Das Licht geht aus, die Musik fängt an. Das ist was wir brauchen und da hängen wir dran. Es geht um 20 lange Jahre, und doch geht stark, wo wir nicht waren. Wir spielen da Ring, Rob und Raff, und für mich jetzt zu singen, ja, das geht uns die Kraft. Es geht um 20 lange Jahre, und doch geht stark, wo wir nicht waren. Wir spielen da Ring, Rob und Raff, und für mich jetzt zu singen, ja, das geht uns immer wieder die Kraft. Die Musik ist los, im Kopf wird es still. Wir fahren nach Haus im Bavaria-Mobil. Die Jungen schlafen, so träumen von zu Hause. Morgen wieder noch lang für den Abend des Schluss. Es geht um 20 lange Jahre, und auch den Stadt, wo wir nicht waren. Wir spielen da Ring, Rob und Raff, und für mich jetzt zu singen, ja, das geht uns die Kraft. Es geht um 20 lange Jahre, und auch den Stadt, wo wir nicht waren. Wir spielen da Ring, Rob und Raff, und für mich jetzt zu singen, ja, das geht uns die Kraft. Lange Jahre, und noch in Stadt, wo wir nicht waren. Wir spielen da Ring, Raff und Rob, und Han in der Zick, für nette Mädchen sind. Die 20 lange Jahre, und noch in Stadt, wo wir nicht waren. Wir spielen da Ring, Rob und Raff, und für mich jetzt zu singen, ja, das geht uns die Kraft. Lange Jahre, und noch die Stadt, wo wir nicht waren. Wir spielen damit, Rob und Raff, und für mich zu singen, gibt uns immer die Kraft. Die 20 lange Jahre, und noch die Stadt, wo wir nicht waren. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja
auch aus Luxemburg, und da ist das Pavé, da ist das so die Gosse, die aus der Gosse kommen. Ich denke, ihr identifiziert euch vielleicht mit der Gosse und genau deswegen mag ich euch. Bei dieser Stelle muss ich dazu sagen, der Kameramann ist hackebreit. Wie viel Uhr? Warum? Ich sag nicht viel, Kleff. Mit Studio und alles. Schön geschlossen. Also wir müssten mal gerade hier festhalten, was so nach einem... Hast du denn ein rotes Lämpchen in? Ja, was denkst du? Ja gut, dann nimmt er. Was so nach einem Arbeitstag bei RTL Plus Und obendrauf ist nah ranholen und weit wegfahren. Ne? von den Köpfen noch übrig bleibt. Toll. Ne? Hast du die Raff? Vor allem muss man tollen Zimmer fotografieren. Jetzt gehen wir in ein super Badezimmer. Ja, da fällt einem nichts mehr ein. Locust. Baujahr 1862. Eine geile Badewanne. Als Vorhang nimmt man den Putz, der von den Wänden fällt. Naja. Und das ist der Ausblick auf den Hinterhof. Deswegen nennt man es auch Industriehotel. Guck hier, ein Fernseher. Dann hast du direkt das, was das ist. So, das ist Straßenkammer. Ja, da sowas. Das ist zum Beispiel, ne, wo du weiter gucken kannst. Also jetzt könnt ihr jetzt. Ja, das sind Ärzte. Ärzte, also Zahnärzte. Das sind ich alle Kinder nicht. Bleib du mal auf der Gitarre. Bleib da stehen. Jetzt möchte ich mal völlig aus. Pavaya? Die beste Gruppe auf internationaler Ebene, leider noch etwas verkannt. Der Detlef? Detlef ist der zweitschönste Geschäftsführer, den ich kenne. Bodo? Bodo, der Superbass. Klaus? Klaus, der unheimliche Geiger, der als solcher aber nicht erkannt wird. Bubi? Bubi, der Interessante. Miki? Miki, die Maus. Pavement Records? Pavement Records, eine Firma mit großer Zukunft. Und Peter Bergmann. Peter Bergmann ist absolut notwendig. Sommer, Sonne, Sand und Meer geschafft. Hoffentlich.
manches war das wurde nur ist alles gesagt. Kölner Wein, Kölner Wein, du musst ein Stück vom Himmel sein. Hier fühl ich mich geborgen und nie allein. Nichts ist so schön wie Köln am Rhein. Hey, Kölner Wein, Kölner Wein. Aus Berlin mit dem kleinen Geld und der halben Zeit. Lebe einsam am Rhein, jetzt sterbe ich für Kölner Wein. Es ist so schön wie Kölner Wein. Jetzt löschen wir schnell auf. So weg. Wo steht der eigentlich gesichert? Taschenrechner, Tasten, Text, Textjustieren, Aufwählen, Linken Handsetzen, Leerstellen,
Nichts ist so schön wie Köln am Rhein. Toll! Weltklasse! Da jetzt sind die Traveling Wilburys Arschlöcher. Ehrlich! Aus Berlin im kleinen Dreck, kurzen Trippen, dann wieder weg. Irgendwer finden, nichts ist so schön. Die Taschen sind leer und die Mädels sind knapp. Dann schmeiß dich einfach in dein Auto rein und dann fahr ich nach Köln am Rhein. Der Dom Helgoland ist nicht in Stein. Und wach, der Schleppkahn brummt durch die ganze Nacht. Das sieht man auf dem Dings. Wer da gesessen hat, war Merle Haggard, ne? Während des Konzerts. Merle Haggard, kennst du den, ne? Nee. Ja, das ist einer der ganz Großen jetzt im Country. Der hat da gesessen, während Johnny Cash da auftrat. Und der ist dann später, dieser Merle Haggard, selber ein großer Country-Star geworden. Die Alteren, so am Rhein, Köln am Rhein, du musst ein Stück vom Himmel. Nein, nicht den Viel zu Sinn. Nix ist so schön wie Köln am Ring, denn die jeden Spaß und viel zu Sinn. Gerade bei Helgoland. Nee. Köln am Rhein, du musst ein Stück vom Himmel sein, von Helgoland bis Liechtenstein. Ja, der Heinz Meyers. Im Himmel sein, von Helgoland bis Liechtenstein. Juhu! Nichts ist so schön wie Köln am Rhein. Köln am Rhein, Köln am Rhein, du musst ein Stück vom Himmel sein, von Helgoland bis Liechtenstein. Nichts ist so schön wie Köln am Rhein, Köln am Rhein, Köln am Rhein, Liechtenstein. Nichts ist so schön wie Köln am Rhein. Nichts ist so schön wie Köln am Ring. Köln am Rhein, Köln am Rhein, du musst ein Stück vom Himmel sein, von Helgoland bis Liechtenstein. Nichts ist so schön wie Köln am Rhein. Singen der Säckist. Ganz laut, ja? Ich muss ein bisschen...
hier will jedes mit, weil das auch geht nicht wieder. Die Benze noch immer und sie berühren uns auch, ein wieder. Also tschüss mal mit Jungs. Ich lass von nur. Ja, wird gewesen sein. Bist du wahrscheinlich direkt vom Verteilerkreis darunter. Ziemlich im Zentrum. Ja. Mit recht freundlich. Ah. Unsere beste Tricks, doch kapiert, hat keiner jetzt, weil in uns fällt so viel. Und ich sagt, wenn ich mit, nur ganz Gleiche, ich kann selbst springen, nur nicht bis, wenn ich mit, nur ganz Gleiche, ich kann selbst springen, nur nicht bis, Flickflack und Steuer, wenn ich mit, ob ich links, wenn ich schon lange hängen wir an der Marie, Atem jummig bis Flickflack und Steuer, nimm dich mit auf die Race, denn ich höre Kings, statt ewig nicht. Ja, genau den. Und dann kommt die Sita über den. Da Blase. Ja, der müsste jetzt hören, dann wird er sich. Sich erschreckt dabei. 16. Ich gucke erst mal, wo ich jetzt hier bin. Das ist jetzt eine ganz wichtige Stelle jetzt. In den Zirkus begonnen bringt ein paar Träumchen. Komm mal, ich denk mal selber weg. Bam, 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 bam. Nimm mich mit, nimm Ihr habt jetzt ein alte gehört. nur ein ganz kleines Schlitz. Ich kann selbst springen. Yeah, 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 nix geht, alles steht. Tango geschmissen. Yeah, 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 nix geht, alles steht. Alles steht. Tango geschmissen ist jetzt zurück und nur. Drei Kugeln, Feuerarzt.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in honesty. What would life be without a song? For that's what are we. So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? Who found that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. I've been so lucky. I am the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. When she asked me to dance, I said, no, no, I have two left feet. And then she took my hand and whispered a song so sweet. She said, hold me as close as you can, till my body's on fire. It's just a vertical expression of horizontal desire. Nuestro amor se juntó como el agua sobre el acero. Y no puedo explicar la manera como te quiero. Y la música toca, el calor aumenta más alto. Es una vértica expresión, un deseo
horizontal. We did the samba, the mambo, the tango, the two-step while we romance. Con el compás abrazando nos fuimos sin saber por qué. Nothing for granted, but I wished I could stay all night. Y al llegar a su casa, ella apagó la luz. She said, dance with me, darling, till the moon and the stars retire. It's just the vertical expression of horizontal desire. Es una vertical expresión, un deseo horizontal. Was ist Karneval für dich? Stress, Hektik, wenig Schlaf und froh, wenn er wieder vorbei ist. Karneval ist für mich eines der schönsten Volksfeste, und also eines der schönsten und friedlichsten Volksfeste, muss man sagen. Es ist ein Lebensgefühl. Ich glaube, man kann schon einen Teil Karneval lernen, aber man muss auch einen großen Teil davon in sich haben. Ja, Karneval ist natürlich zu meinem Beruf geworden. Ich war ja eigentlich mal in meinem richtigen Leben Lehrer gewesen, aber auch da mein Bruder so ein bisschen schuld dran. Der ist durch die Blackfish, hat er gezeigt, wie es zu machen ist, und wir haben versucht, es nachzumachen, auch unseren Einstieg zu finden. Und es ist eigentlich, ja, eigentlich unser Leben geworden, kann man sagen. Und was ist Karneval für dich? Leben. 3 Monate meines Lebens im Jahr. Erstmal viele Kindheitserinnerungen, verkleiden als Cowboy und Indianer. Heute leider harter Job, aber auch mit viel Spaß auf der Bühne und mit viel Feiern. Im Garten sind die Pflaumen reif. Pflaumenreif, Pflaumenreif. Die Bäume hängen voll und steif. Hängen voll und steif. Die Pflaumen, die sind wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Es gibt ein gutes Pflaumenjahr. Gutes Pflaumenjahr. Schüttelt mich, die größte Pflaume, die bin ich. Schüttelt mich, Mann, für mein Haupt, bitte, wann bin ich denn dran? Im Garten sind die Pflaumen reif. Pflaumenreif, Pflaumenreif. Die Bäume hängen voll und steif. Hängen voll und steif, ja, 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 ja. Wo ist sie denn, ja? Wo steckt sie denn? Oh, verflixt doch mal, welche Qual, zeig sie mal, ei, da ist sie ja, ei, wie wunderbar, so, was war nie da, so ein Pflaumenjahr. La, 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 la. Im Garten sind die Pflaumen reif. Pflaumenreif, Pflaumenreif. Die Bäume hängen voll und steif. Hängen voll und steif, so steif. Die Pflaumen, die sind dick und rund. So dick und rund.
mit dick und rund. Sie wiegen fast ein halbes Pfund. Fast ein halbes Pfund schwer. Nicht so süß, nicht so kleine Pflaume, die muss saftig sein. Achtet drauf, schau gut hin, manchmal ist ne Made drin. Im Garten sind die Pflaumen reif. Pflaumenreif, Pflaumenreif. Die Bäume hängen voll und steif. Hängen voll und steif. Ja, 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 ja. Wo ist sie denn, ja? Wo steckt sie denn? Oh, verflixt noch mal, welche Qual, zeig sie mal ein. Da ist sie ja, ei, wie wunderbar so. Was war nie da, so ein Pflaumenjahr? Ja, wo ist sie denn, ja? Wo steckt sie denn? Oh, verflixt noch mal, welche Qual, zeig sie mal ein. Da ist sie ja, ei, wie wunderbar so, was war nie da, so ein Pflaumenjahr. Hey. Erfolg. Alle Mann in het Hallebad mit der Hallebadskat. Gegenseitiges Geben und Nehmen und viel Vertrauen. Ob es so einen Menschen für mich gibt, weiß ich nicht. Beinahe hätte ich sie gewürzt. Herr Verleiher kommt der Reiner und er hätte das Ding geritzt. Was hätte der, was ich nicht kann? Er nützt bloß mit so einem Mann. Mädchen lässt mich nicht so stolz, Mädchen lässt der Kerl doch jo. Willkommen in Mombasa, Safari Club in Kenia, Begrüßungscocktail und Dreck mit Arman in der Jeep. Oh Jumbo, Jumbo Guana, Habari Gani, Haya Safari. Lass mal eine singen zusammen. Hügfedet, jo! Hügfedet, jo! Hügfedet, jo! Komm schwach nicht lange, ständig einfach mit. Ja, Hügfedet, jo! Das Leben ist so gut. Drum lassen wir die Sterne mit mir tanzen. Höchst immer drauf, komm rauf dich einfach rum. Du stößt die Nacht in ihr Tiere. Immer wenn der Herr ihr trifft, dann muss einer ja. Mit unserem Lied Buenos Dias, Matthias. Buenos Dias, Matthias, wir sind wieder da. Am Strand von Mallorca wie jedes Jahr. Dankeschön. Kölle, endlich ist es da. Zum Anpacken, das neue Album von der Papaya. Mit 14 neue Lieder. Papaya zum Anpacken, das neue Album, jetzt überall im Handel. Wenn es Frühjahr kommt und der Winter geht, und der Maibaum wieder der Platz steht, stand die junge Stadtzellerei und Glied, stand die junge Stadtzellerei und Glied, als sich alles in die Mädchen dreht, Hey, das Jung, endlich ist es so dick. Hey, das Jung,
schlafe dummer heute nicht. Kommt sich mal auf ein bisschen du, denn zurück im Witze wird's mir schön nah.